Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir befinden uns momentan immer noch mitten im Pandaria und haben mehrere Quests offen, die ich doch gerade erledigen würde. Und zwar müssten wir einmal Käferbeine sammeln, der Kershan getötet und bringt Allianzbefehl zur Häuptling KK auf dem Flotschügel. Nicht Gaki, sondern nicht Kaki, sondern KK. Das sind Namen von denen, die haben ziemlich spezielle Namen, die Äffli. Und zwar wirklich so, der DJ Bobo ist mit dabei. Der Toki, der Kaki. Die haben ziemlich spezielle Namen, also wirklich ausgefallene. Aber ich würde mal sagen, da oben sollte irgendwo... Oh nein, das könnte in der Höhle drin sein, hä? Der Kershan. Dann würde ich sagen, da warten nämlich auch schon ein paar Äffli da vorne draussen. Die haben wie ziemlich Angst vor dem. Wir lassen da nicht lange auf uns warten und erledigen den Tiger dann gerade mal. Gar nicht mitbekommen, dass das ein Tiger ist, den wir erledigen müssen. Ja, da haben wir ein gemütliches Plätzchen da rein. Da mit so einem Spalt, mit ein bisschen Blümchen so. Nice, nice. So. Also die Quest kann man gerade so erledigen. Quest beenden. Ich lege gerade rum. Wir haben sie beendet. Bereit zur Aufgabe. Okay, alles klar. Dann haben wir eigentlich nur noch zu erledigen, dass wir jetzt mal ganz kurz gehen, ein paar Käferbeine einsammeln. Die sollten sich ja gerade da vorne befinden. Am Fluss zu. Das sind diese Viecherli hier. Und dann würde ich sagen, räumen wir mal eines nach dem anderen aus dem Weg, um uns die Käferbeine anzumachen. Jetzt hoffe ich aber nicht, dass wir wirklich 30 einzelne töten, sondern dass wir... Okay, wir können nicht direkt Käferbeine über von denen. Ja, es kann sich dann wirklich ein bisschen um Längen ziehen. Da mal ein bisschen vorwärts kommen. Wenn wir wirklich jetzt 30 von denen töten, um da vorwärts zu kommen. Yeah! Dann hoppla Schorsch. 30 Stück erledigt man nicht einfach so von heute auf morgen. Ah, gerade 15. Ja, eben. Wenn wir den mal bekommen, dann bekommen wir gerade richtig. Die können wir sogar noch kürschern. Das mache ich dann auch mal gerade noch ganz kurz, nachdem wir den gelootet haben. So, la. Hola. Kürschern wir da noch ganz schnell durch, weil wir wollen ja unsere Kürscherfähigkeiten natürlich auch noch dermaßen mit anpassen. So, la. Am besten ist eigentlich wirklich am Fluss bleiben. Und eher da oben dran. Dann nehmen wir gerade den mal so ins Visier. Und da hinten ist nämlich noch jemand anderes am Kämpfen. Dann hoffen wir, dass wir vielleicht gerade von ihm die letzten 8 bekommen. Wer weiß. Nein, gar kein. Okay, dann nehmen wir wieder mal. Hey, das ist ein Floß. Mega cool. Oh, der ist schon tot. Wieso ist das Floß konzentriert? Wir haben sogar gerade die letzten 8 können so mit einsammeln. Dann würde ich aber mal sagen, machen wir uns direkt mal zurück ins Lager, um unsere Quests abzugeben. So, da bei ihm durchfliegen, so wie wir es am liebsten haben. Dann kommt das eigentlich somit schon mal langsam gut. So. Dann geben wir mal eine Quest nach dem anderen ab. Und zwar einmal beim Häuptling KK. Aber ihm geben wir gerade alle 3 ab. Also, Quest beenden. 500 Quests abgeschlossen. Wir haben eine neue Erfolg erhalten, dass wir 500 Quests abgeschlossen haben. Auf dem Char. Nicht schlecht. Meine Beine. Quest beenden. Voilà. Und fiesen Appels. Quest beenden. Voilà. Und direkt Level 83. Guten Morgen, guten Abend. So, dann können wir eine neue, einzigartige Anlegbar über für den Finger. Die sieht natürlich ziemlich schmackhaft aus, aber für das müssen wir erledigen. Nutzt das Signal von Leuchtfeuer der Höllenschreinsfaust nach Häuptling KK auf dem Flotschhügel. Annehmen, machen wir doch liebend gern. Und da hinten hat es aber gerade nochmal eine Quest für uns. Aber wir das hier einfach drücken. Dann machen wir das mal kurz und schauen mal zu, was passiert. Die Musik. Was passiert jetzt? Okay, was ist jetzt passiert? Okay, speziell. Sehr speziell. Oh, jetzt haben wir Torx zu uns ins Lager gerufen mit den Raketen und wir haben so, weil wir so einen guten Status bei den Affen erreicht haben, blöd gesagt. Alles klar. Die Musik hat mich jetzt gerade voll. Die Spitze des Hardenschwerts. Jetzt geht es mir nicht mehr so Kopf. Es gibt keine größere Ehre. So, dann kommen wir direkt mal noch unseren Fingerring über. Dann nehmen wir den natürlich gerne an. Und sprechen mit Jockey, Unteroffizier Korok, Schattenmeisterin Kirin und Häuptling KK. Mit mehreren Leuten aufs Mal, wenn wir reden. Und hier haben wir in dem Fall unseren Flugplatz. Selbst bei den Affen gibt es einen Flugplatz. Das dürfen wir nicht übersehen. So, dann gehen wir mal uns durchschwätzeln.
Häuptling KK, wir müssen mit dir reden. Grosser Häuptling KK, wir wollen eure Reich erkunden und können einen guten Führer gebrauchen. Werdet ihr uns helfen? Ich glaube, er wird uns nicht Nein sagen. Okay. Dann reden wir da mit Shokia. Sali Shokia, Nazgrim hat euch angewiesen, dabei zu helfen, die Region auszukundschaften. Shokia, ihr sollt dabei aufbrechen. Weile zu entkommen. Also, let's go. Sie will da entkommen von dieser Wildnis und darum macht sie das liebend gern. Die anderen sind da ein bisschen weiter weg. Ich benutze gerade mein Mount, da muss ich da nicht die ganze Zeit hin und her laufen. Faule sehe ich. So, da. Ah, da oben. Sali Schattenmeister, Kirin. Ihr seht. Du solltest dich, Nazgrim hat euch angewiesen, dabei zu helfen, die Region auszukundschaften. Kirin soll bald aufbrechen, und zwar sofort, bevor ich dich übers Knie lege und es gibt ein paar Foodie-Tätschli. Ich sag das, Mädchen. Let's go. So, da unten sollte sich gerade mal noch der Letzte befinden. Dann schauen wir uns das mal an. Und zwar der Unteroffizier Gorok. Sali Gorok. Nazgrim hat euch angewiesen, dabei zu helfen, die Region auszukundschaften. Also bewegt das Viertel und macht nicht einen auf Oberbabo. Denn das bin immer noch ich. So. Nachdem wir jetzt nämlich die Affen von unserer Seite gezogen haben, haben wir jetzt wirklich auch, wir können mal ein bisschen schwätzeln mit allen. Wie es aussieht, machen wir uns auf die Auskundschaft von der Region. So, Quest beenden. Nächste Quest annehmen. Zorniges Geflügel. Sammelt 8 Handvolle Vogel, Eingeweide und Blutkrallen in der Knatzel gründen. Dass ihr euch da schon so gut auskennen mit so den Namen da, von diesen Hügeln und abweisen was allem da. Schluchten und so weiter. Tötet 6 Strandläufer der Jinyu. Dafür kommen wir einen Fisch über. Benutzt, lehrt euch, wie man dieses Haustier beschwört und wieder freigibt. Gesammelt 1 von 3. Ein neues Haustier. Yeah. Das sage ich doch auch nicht nein. Dann nehme ich die Quest doch liebend gerne an. Und zwar, in diesem Gebiet müssen wir die Strandläufer Chiugen töten und gerade eine Handvoll Vogeleigen weiden. Das sind die Strandläufer. Okay. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns direkt mal um die Strandläufer. Obwohl ich nicht weiss, was ihr das Problem ist. Die laufen einfach am Strand rum, obwohl es keinen Sand hat, nichts. Weiss ich nicht. Gut, weiss ich wirklich nicht, wie sie den Namen bekommen haben. Strandläufer. So. Hier komme ich die Handvoll Eigenweide über. Komm näher, wieso haust du ab? So. So, da kommt nämlich direkt ein Vogel, mit dem können wir uns anlegen. Du gehst noch nicht auf den Keks. Dann kümmern wir uns da mit unseren Vögeln um den Vogel. So, und dann gerade der letzte Strandtyp. Jinyu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Jinyu. Strandläufer der Jinyu. Das ist in dem Fall auch irgendein Clan, der in dem Fall so heisst. Von denen haben wir jetzt nämlich schon mal 3 ausgeschaltet. Ihr kümmert euch um den. Ich schaue, dass wir da den nächsten Vogel anholen. Ach komm, wir holen gerade alle 3 an. Was will da schon passieren? Außer dass mein Drachenvolk am Sterben ist. So, dann wir den Drachenfallknopf heilen und dann gehen wir das voll in den Kampf rein. So, wenn die mich nämlich jetzt angreifen da. Genau. Jetzt geht er da schön in die Fallen rein. Voilà, da haben wir gerade wirklich eine gute Horde aufs Mal erledigt. Es fehlen uns nämlich auch nicht mehr allzu viel. Außer dass wir brauchen Vogel Eigenweide, da spielt es bis aussieht keine Rolle, wie viel wir töten. Wir haben 4 Vögel getötet und nur ein Dings bekommen. Das finde ich aber schon ein bisschen unverschämt. Das finde ich jetzt aber wirklich unverschämt, dass wir nur so wenig bekommen. Eigenweide von Vogel hat ja jeder Vogel, also man könnte ja jeden in 2 um das zu bekommen. Aber wie es aussieht, ist das schwieriger zu bekommen als erwartet. Also Vögel müssen wir, wie es aussieht, mehr aus dem Weg räumen als gedacht. So, jetzt kann ich den looten, bevor der stirbt. Jawohl. Ich habe jedes Mal das Gefühl, da kommt man nämlich mehr Beute über. Oder auch nicht. Schade. So. So. Ja, weil das geht wieder ein bisschen länger, 6 Stück von denen finden, wenn uns irgendwie jeder dritte Vogel nur irgendwie seine Eigenweide zur Verfügung stellt, kann sich das wirklich noch ein Zeit ziehen. Aber da mischt sich gerade mehr aufs Mal und mir fällt erst jetzt auf, dass meine Drachenfalken am Sterben sind und das müsste ja eigentlich nicht der Fall sein. Hobbit da. Der Lüli-Verein vergisst wieder seine Drachenfalken zu heilen. Aber ich lasse noch nicht sterben! Solo. Die nächste Eigenweide. Komm. Wir wollen deine Eigenweide.
Stirb einfach. Jawohl. Jetzt haben wir schon mal 5 von 6 zusammen. Dann fehlt uns jetzt nur noch einmal. Und ich würde sagen, das ist schon das letzte Opfer. Gib uns deine Eigenweide. So, dann müssen wir uns nachher nämlich nur noch um Strandläufer kümmern. Und die sind ja leichter zu erledigen, die Quest, wenn wir da schneller vorankommen, als wenn wir damit etwas einsammeln. Darum, let's go. Voilà, muss ich wirklich mal ein bisschen mehr auf den Drachenfalken achten. Die sind da ziemlich am Abgehen. Ich muss jetzt unbedingt schnell etwas machen, und zwar... Machen wir gerade so, oder? So, weil jetzt ist die Musik nämlich einmal ein bisschen lauter. Weil ganz ehrlich, die Sound da ist einfach einzigartig. Ich bin außer Reichweite. Komm, dann wird das jetzt unser letzter Vogel sein. Bam, bam, bam. Bam, bam. So, Lob, bist du unser letzter Vogel? Komm jetzt, wir wollen mal deine Eigenbeine. Am Schluss merke ich jetzt erst, dass man die wahrscheinlich kürstern kann. Nein, ich kann man nicht kürstern. Okay. Ich habe mich nämlich schon gefragt, kann man die eigentlich kürstern, und ich habe es bis jetzt nicht geschnallt. Aber wie es aussieht, habe ich mich da ein bisschen getauscht. Dann würde ich sagen, dann schauen wir jetzt, dass wir gerade noch ein paar von diesen Strandlöwen, den Yin-Yu töten. Ach, hey, die Musik hier in Pandaria, ich finde die einfach geil. Bam, 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 bam. So, wo haben wir noch ein paar Strandläufer? Sind schon alle tot? Ah nein, da hinten haben wir noch einen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, oder? Ich brauche... Ach, so lohnt es sich doch kämpfen. Jetzt, wo ich die Musik wieder ein bisschen besser hören. So, nächster Strandläufer, da hinten haben wir noch einen. Komm, nehmen wir den mal Das ist zu auf weit unsere Schippe. Dann hoffen wir, dass wir unterwegs noch einen finden. Und dann haben wir nämlich die 2 Quests auch schon gut erledigt. Eins, aber Looten nicht vergessen. Jetzt fehlt uns wirklich nur noch ein Strandläufer. Hallo, Strandläufer! Wieso müssen wir so viel töten, wenn es so wenig gibt? Das gibt ja auch keinen Sinn. Ba, 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 ba. Dann nehmen wir halt den da unten. Oh, der Käfer will sich auch reinmischen, nicht, oder? Er soll da schön auf Abstand bleiben und mich in Ruhe lassen. Genau. So, dann haben wir die 2 Quests auch souverän erledigt. Dann bringen wir die doch gerade mal zurück und schauen, was wir als nächstes vorhaben. Wir haben jetzt schon 3 Kapitel von 12 erledigt in der Milliardenwelt. Also es geht ziemlich flott vorwärts. So gefällt es mir natürlich sehr geil, wenn man da mehrere Quests immer aufs Mal hat und allgemein gut vorwärts kommt. Ja, jetzt ist viel besser, seit ich das Zeug wieder aufgestellt habe. Hört man die Musik besser, die Vögel auch ein bisschen. So wie ich sie eigentlich wirklich gerne habe auch. So, Fischi, Fischi! Jetzt haben wir einen neuen Begleiter bekommen. Jetzt müssen wir da vorne noch eine Quest abgeben. Und den Begleiter können wir direkt einmal einsetzen. Ihr erhaltet Fischi! Level 1 Fischi! Nice! So, und als nächstes, wo ist der nächste Questabnehmer? Hallo? Hast du das der Unteroffizier gewesen, wo wir da vor... Hängt der da einfach... Hä, der hängt einfach da in der Luft ohne nichts. Der hängt einfach. Am seidenen Faden. Wie macht er das? Magie. It's got a magic, magic. So. Nitti Kuppelplopp. In dem Fall bei dir. Zorniges Geflügel. Quest beenden. Benutzt die Filet-Tierbomben an der Düsterbank und sammelt 5 explodierende Glitchies. Glitchies, Pitchies, Fischies. Besorgt 4 Schnapper-Steaks an der Düsterbank. An der Düsterbank? Ist das eine Ortschaft oder muss ich da an eine Bank? Also weißt du, nach einer Werkbank. Würde ich jetzt darunter mal verstehen, wie es aussieht. Hat das mehr mit dem da unten zu tun, am See zu? Okay. Oh, ein Todesritter mit der Geldfähigkeit über Wasser können zu gehen. Aber wir sind Jäger, wir machen es besser. Wir holen die an Land. So. Schamschnapper. Na gut, um die looten muss ich dann trotzdem ins Wasser. Aber ich glaube, wir töten jetzt die 2 einfach einmal gemütlich.
So, einen von 4 haben wir schon mal. Ich habe kein Ziel. Und wo komme ich die explodierenden Glitches über? Auch von denen? Hozin werft. Muss ich für das angeln? Das wäre noch möglich, he? Ich versuche mal da oben drauf zu stehen. Kann nämlich sein, dass wir das gerade da oben erledigen müssen. In dieser Zeit können wir ja mal den noch machen. Ah, hast du mir schon klauen, hä? So, dann töten wir dich. Jetzt habe ich es noch nicht verstanden und da vorne sind jetzt die einzelnen Teile von uns. Sagt mir jetzt nicht, der klaut die uns. Wir haben das gemacht, du dumme Nudeln. Wir machen hier unsere Fähigkeit auf und der fängt sie an zu klauen. Ich wollte jetzt gerade sagen, geht's noch? Hey, abfahren. Ja, kümmere dich da um deine Schildkrötchen. Ich muss näher heran. Oh, scheiße. Na komm, dann gehen wir da Außer rüber. Reichweite. Haha. Ist jetzt die Schildkröte mit ihren Dingen angelaufen? Ist das gemein gewesen. Hoppla, Entschuldigung, das habe ich im Fall nicht mal wollen. Ich habe mir jetzt eigentlich eine Schildkröte lassen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die, wie sagt man dem? Ja, kannst gerne mit angreifen, mich stört das nicht. Hast du jetzt gemeint, du tust mir Schlechtes damit? Nein, Hobbit-Tier. Im 1 gegen 1 Kampf führe ich mir bereits die Sache. Wo bleibt jetzt die herrliche Musik eigentlich wieder? Wahrscheinlich hat es da im Wasser keine. Jetzt muss ich einfach meinen Atem schauen. Aber ich glaube, das sollten wir eigentlich gut durchbehalten. Wir haben erst 2 von 4, also wir dürfen uns dann um einige kümmern. So, 3 von 4. Hey, da liegen mega viele Tote umeinander. Die armen Schildkrötchen eigentlich. Eine Quest, die seit mir 5 Leute geben, das gibt irgendwie 30, 40 tote Schildkrötchen. Naja, aber uns darf es ja egal sein. Warte, ich kürze dich aber noch. So, exotisches Leder haben wir erhalten. Wir erhalten da noch coole Sachen eigentlich als Küscherer da. Wie sieht das eigentlich aus mit unserem Beruf? Da muss ich da schon güchseln. Küscherei! Aber sonst hat man in Pandaria wieder eine neue Kücherei. Wir fangen da wieder irgendwie wie von 0 an. Okay, ziemlich speziell. Verstehe ich nicht so ganz, aber lassen wir jetzt mal so stehen. Da ist gerade irgendjemand Level 85 geworden. Ich glaube, der Magier gerade neben mir. Aber das holen wir noch auf heute. Weil ich mache heute eine richtige Gaming-Session. Heute werden sehr viele Folgen aufs Mal aufgenommen, weil ich ab in die Ferien gehe. Und eigentlich wollte ich schauen, dass ich dann so viele Folgen wie möglich voraus machen kann. Es kann ja aber sein, dass dann 1, 2 würden fehlen am Schluss. So, und die Rückkehr des Speer spricht mit Jockey auf dem Flotschügel. Flotschügel? Ach, die Namen, ich mache mir... In meinem Kopf kommen immer so komische Bilder vor Augen und das wollte man sich gar nicht vorstellen, was der Flotschügel. So, das ist der Flotschügel. Da sind wir. Schockian, Quest beenden. Willst du da nicht auf dem Rico draufstehen, bitte? Ich würde auch noch gerne ein bisschen Quests machen. Hört auf Ricos Bericht an. Okay. Ab an einen neuen Ort, oder wie? Auf der Suche nach diesen Menschenlammfutters. Haltet nach der Allianz Ausschau. War alles in Butter. Also dachten wir, dass wir uns aufteilen können. Jokia und Kirin sind allein weg. Mädchenkram und so. Kommt schon, Kirin. Machen wir Mädchensachen. Waren also nur noch ich und Gorok da. Ich habe ihn Anführer sein lassen. Er ist ja ein großer. Wir werden diese Hütte untersuchen. Vielleicht haben sie Überlebende der Allianz gesehen. Gute Idee. Du zuerst. Da muss ich jetzt laufen. Ah, okay. Wir tun da jetzt gerade, er erzählt uns jetzt in dem Fall eine Geschichte, was genau passiert ist. Kein Zutritt. Keine Besucher. Ah. Hey, Gorok. Welche magst du lieber? Jokia oder Kirin? Und ihr redet jetzt über Männersachen, sehe ich das richtig? Sie sind beinahe lebendig. Irgendetwas stimmt hier nicht, Rico. Alles lief wie geflotscht. Wir waren dabei, die besten Freunde zu werden. Gerade als wir die Statuen untersucht hatten, kam diese Pandaren-Oma aus dem Haus. Pandaren-Oma. Okay, dann schauen wir mal schon an, was die Pandaren-Omi da meint. Sali Pandaren-Omi. So. Ich bin ein Ork, werte Dame. Dürfte ich vielleicht ein paar Fragen an euch richten? Von
Fragen? Ah! Ah, sie tut selber. Ork, werdet ausgezeichnet in meine Familie passen. Also, Gorok, meinst du, ich habe eine Chance bei Kirin? Hallo? Ah, das ist jetzt gesehen, jetzt kann ich selber wieder raus. Verfittelten Okay. wurde- Alles klar. Ich kann es verstanden. Cool erzählte Geschichte, danke euch vielmals. Ich habe euch nun aus einer meiner Hört euch Kirins Bericht an. Teil erzählen. Ah, der Kirin erzählt mir jetzt den nächsten Teil von dieser Geschichte. Aber wisst ihr was? Wie genau die Geschichte abläuft, das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder eine Runde WoW mit eurem Schweizer. Ich bin gerade immer noch ein bisschen fasziniert, dass wir das mitmachen dürfen. Und dann werden wir in der nächsten Folge am Kirin zuhören, was er uns zu erzählen hat, was genau passiert ist. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Und du mir nach oben nicht vergessen, das Abonnement, wenn er euch langweilig ist, und einen Kommentar, wenn ihr allgemein ein bisschen motzen oder etwas Positives sagen. Ich danke vielmals fürs Einschalten und ciao.